Willkommen zurück hier zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Evolution, dem vielleicht bereits letzten Part, je nachdem was uns hier noch so alles erwartet, in der Mecha Naruto Story. Genau, neues Spiel, ja auch hier. Dann mal gucken, ja, die Charaktere freischalten allgemein ist wohl über die Ryu, also sprich das Geld. Ja, die Welt regiert, das Geld regiert die Welt und so. Auch im Spielleiter, sprich je mehr Ryu, desto mehr Charaktere kann man freischalten. Anders geht's da teilweise auch, aber sicher nicht mit allen Charakteren. Leider, leider. Das heißt, muss man die meisten Charaktere offline, was heißt offline? Offscreen vor allem. Freischalten, du. Hier, dann Anmeldung ist fertig. Das Nier ist in 3 Abschnitte unterteilt. Oh, Gott, nicht schon wieder. Wenn vorhin kämpfen jetzt als 3-Personen-Team, haut dann als 2-Personen-Team. Das allerbesten, okay. Die Endrunde? Ja. Ha, jetzt ist es aufregend. Wie auch immer. Zuerst musst du dein Team für die Teilnahme für Runde vorbereiten. Jos. Tschüss. Jos. Also bleib auf dir. Was, Kiba? Hm? Jetzt beeil dich schon. Schließlich wollen wir die Anmeldung zum Turnier nicht verpassen. Na gut. Hinata mal wieder. Ich muss mich beeilen. Was macht sie denn bloß? So wie es aussieht, ein bisschen blöd Gegner rumstehen. Da weiß sie so eine süße Braut. Genau. Willkommen in der Mecha Naruto Story. In der Mecha Naruto Story, wie wir wohl den Begriff noch hören werden, wird eine neue Geschichte rund um Naruto und Mecha Naruto erzählt. Oh Gott, hey. Nimm es mit den verschiedenen Bitte was? Nimm es mit den verschiedenen Kampfkonfigurationen, Turnierteilnehmern und weiteren Herausforderungen dieses Ninja-Weltturniers auf den Ring in den Gesamtsieg. Yeah, ist natürlich auch so affengeil, dass man das auch will. Ninja-Werkzeuge aus dem Ninja-Weltturnier kannst du nicht in der Mecha Naruto Story mitnehmen. Oh. Mitnehmen kannst du gegen deine Geldmittel. Yeah! Das heißt, du kannst, wenn dein Geld knapp ist, in einen anderen Modus schalten, um mehr zu bekommen. Yeah! Sag ja, also ums Geld. So, hallo Hinata. Hinata? Sprichst du nicht mit mir? Oh, hallo Naruto-kun. Hey, was machst du denn hier? Habe ich nicht auch Kiba gesehen? Da gab es ganz überraschend eine Mission und, naja. Eine Mission? Oh, nix, was irgendwie gefährlich wäre. Es geht nur um eine Auslieferung. Dann ist alles in Ordnung. Ja, aber ich muss mich beeilen, sonst bin ich zum Turnier nicht rechtzeitig wieder da. Ich muss mal los, ja? Ja, und? Wohin geht die Auslieferung? Hä? Hast du das mal gefragt? Hä? Nicht hä? Wohin? Die Adresse. Du musst dich doch mit der Auslieferung beeilen, oder? Ja, aber willst du mich vielleicht begleiten, Naruto? Klar, die damit allein zu lassen, ist scheinbar riskant. Oh, das wäre das eine andere Frau, sprich, wäre es ihn oder Sakura. Ich glaube, die würde ihm zünftig eine Ohrschelle geben für den Kommentar. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Ja, Hinata ist die einzige Frau auf der Welt, die sich auf so einen Kommentar freuen kann. Und? Ja. Und? Wohin müssen wir denn nun? Auf die Festinsel. Schon wieder. Ja. Ja. Schon wieder die gleiche Insel. Ist natürlich sehr nett, dass man nicht 2 Inseln gemacht hat für das, aber ist egal. Sehr kreativ, sehr kreativ. Du. Sieht gut aus, gut gemacht. Vielen Dank, wir sind dann wieder weg. Tschüss. Du hast also etwas geliefert bekommen? Ja, und wie war es bei dir? Also nicht mit einer Expedition die Auswirkungen des Erdbebens erforscht? Ja, habe ich. Es war nur ein kleines Erdbeben, aber wir wollten nicht, dass es deswegen Todesopfer gibt. Und? Was hast du herausgefunden? Da waren ein paar Spalten im Boden, aber nichts Besonderes. Das Turnier kann wohl wie geplant stattfinden. Gut zu hören. Oh, hey, wenn wir schon davon sprechen. Oh, hey. Ganz schlecht. Hast du das vom Preis des Turnier gehört? Ja, ich war ziemlich überrascht. Offenbar kriegt man als Preis dieses Ding, das auf der Insel gefunden wurde. Das war nämlich gerade ein bisschen an das Mecha Naruto Special, was in Japan bereits lief. Also, damit wäre diese Mission dann wohl erledigt, denke ich. Ja. Das also diese Festinsel. Mensch, Naruto, wir haben bereits gewonnen hier. Ja, wie halten wir das Turnier ab? Vor Beginn des Turniers darf man sich hier nicht aufhalten, aber wegen unserer Mission haben wir eine Sondererlaubnis. Danke für deine Hilfe heute, Naruto. Wir sollen ins Dorf zurückkehren und uns auf das Turnier vorbereiten. Hey, warte doch, Hinata. Wenn wir schon hier sind, wollen wir uns dann nicht mal umsehen?
Aber eigentlich sollten wir uns überhaupt nicht auf der Insel aufhalten. Keine Sorge, wir sind in 0, nichts weg. Aber ich will die Regeln befolgen. Ich hoffe, wir entdecken ein paar spannende Sachen. Ach, Naruto, immer brav Mädchen zu Übeltaten ansteckt. Naja, so ungefähr zumindest. Okay, Steuerung ist wohl noch gleich. Zu Schreintortal, zu Höhleneingang, große Aderklippe. Klingt spannend. Pflanzen pflücken? Nee, geht nicht. Ui, was? Das Loch ist so tief, ich darf gar nicht runter gucken. Alles klar, kommt da irgendwie hoch. Hui! Nee, war klar. Okay, das ist die Höhle. Da ist nach mir Naruto drin, weil irgendwie sonst wäre mir gerade ein bisschen, naja, unklar, wie der in Aktion treten soll. Aber nicht, dass es trotz allem eigentlich immer noch, oder ja, dass es trotzdem noch solche, ja, Story-Elemente gibt. Dazu ist untersagt, du kannst hier nicht bleiben. Tschüss, Mann. Ey! Immer so direkt. Alter Falter, lalalala. Hier ist nichts. Naja, hätte man sich auch denken können. Also, gehen wir nach Knur zurück. Wir müssen uns sowieso noch das Turnier fertig machen. Naruto, was das angeht? Du nimmst doch auch teil, oder? Also, ich werde mich auch anmelden und, wenn du magst, mit dir zusammen? Na klar doch. Aber klar doch, will nur ein Team. Na geht doch. Oh, bist du dir sicher? Ja, ganz sicher, ganz sicher. Naruto und ich, wir mischen das Turnier zusammen auf. Auf geht's. Na gut. Super, schnell zurück ins Dorf, damit ihr... Da kommt er. Hä? Hast du auch so ein komisches Geräusch gehört? Das klang ein bisschen wie ein Insekt, wenn der mal leer sein soll. Was da wohl gewesen ist? Stille. Wah! Sorry, muss es sein. Er scheint davon zu kommen. Sehen wir mal nach. Okay. Sehen wir mal nach. Ja. Gucken wir mal nach. So direkt sehe ich gerade nix, aber vielleicht, ja, wenn man... Ja, mal zu erwarten. Tja, darf präsentieren, Leute. Mecha Naruto. Wer es glaubt. Oh oh. Nein! Wieso eigentlich 7610? Auf alle Fälle kann er besser mit Frauen umgehen als Naruto. Traurigerweise.
Was ist bloß hier los? Wieso ist dieser seltsame Typ dort auch da? Und wieso bist du so hübsch? Und wieso habe ich nichts? Fehler, Error. Du bist böse, ich kann dich nicht leiden. Du führst dreist meinen Namen und siehst auch noch aus wie ich. Und diese doofe Roboterstimme, die kann der Michael gar nicht gut nachmachen. Das ist doch voll bescheuert. Der ist nicht schlecht. Du solltest Naruto-Trottelei sein, du Idiot. Nicht schlecht. Die kann ja echt um den Finger rumwickeln, also ja gut, es war noch relativ jung, aber halt eine Frau. Warum Frauen können man ja immer um den Finger rumwickeln, das ist nichts Neues, das ist immer so. Nee, aber eben irgendwie doch ein Mann. Also hoffen wir, es ist nicht der Professor aus dem Anime-Special, weil dann weiß ich, wer es war. Und wenn es der war, dann gute Nacht. Ja, toll. Kann ich auch. Und jetzt? Ja und? Kann ich auch. Und jetzt, Moment mal, zaubern? So kann er zaubern. Oh je, im Festplattenspeicherfehler, wa? Vermutlich ein veraltetes Modell, sich noch irgendwie so ein 20 Megabyte Modul, wa? Noch nicht 20 Jahren. Bau dir mal ein SSD ein! Inada ist ein Roboter, der hat kein Gedächtnis, der hat einen flüchtigen Speicher, der hat nur RAM drin. Ja, definitiv. Kurzschluss, Member ist defekt. Gedächtnisstein? Okay, ich nehme alles zurück. Das Teil ist doch hochentwickelter, als man annehmen könnte. Was weiß denn er denn überhaupt? Naja, wenn ich Naruto wäre, dann ja. Ich aber schon. Facepalm. Alter, sowas Billiges baut ihr hier ein? Ach Mensch, liebe Entwickler, also, nee, das... Ja. Da hofft man auf irgendwie ein bisschen Spannung, ein bisschen Action oder so, etwas in wegen, ja, vielleicht mal etwas, was noch etwa 2-3 Parts oder so eine Stunde halt dauert, oder? Dann wird es doch noch wieder ein Turnier gewinnen. Das ist auch beschissen. Wieso muss ja alles so linear aufgebaut sein? Ja, frag ich mal den Entwickler. Naruto, das hilft auch nicht.
Du wiederholst dich. Mecha Naruto nur ganz kurz, muss Naruto in Schutz nehmen. Er ist nicht gerade der schnellste im Denken, wa? Ja, wieso nicht, wa? Mecha Naruto im Team ist sicher noch cool. Sagt der Richtige. Und das war's mit dem romantischen Date zwischen den beiden. Ein Cyborg kann er nicht sein, er wäre ja halb Mensch. Was ist er wohl? Ja, ein Roboter. Ziemlich hoch entwickelt. Mal für die Welt. Oh, also das ist das Dorf, in dem Fräulein Hinata lebt. Wir sollen jetzt einen Zahn zulegen und unser Turnier vorbereiten. Auf geht's, Hinata. Ja. Der lässt mich links außen vor, das ist voll gemein. Dabei bin doch ich hier der Held. Was war denn das? Kein blassen Schimmer. Das war doch kein Mensch, oder? Nö. Ja, alles, was ist Mensch? Nö, okay. Ach, Mensch. Mensch, nee, nicht Mensch. Kein Mensch. Ja, dann mal gucken. Tutorial, bitte was? Tutorials machen? Ach so. Wieso kann ich die hier machen? Das ist ganz anderes Menü. Verstehe ich nicht. Egal. Also irgendwie ist doch ein Story-Modus und dann wiederum nicht. Also bin ich noch ein bisschen verwirrt. Aber das ist egal, Mann. Untereignis-Details. Sehr schön. Nix, das ist natürlich weniger schön. Begib dich hierhin. Konoha, zentraler Bereich. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dafür dürfen wir bereichen, aber jetzt noch speichern. Tja, Freunde, wie es hier mit Mecha Naruto weitergeht in der Mecha Naruto Story und Mecha Naruto, ich weiß, ich kann es gar nicht mehr sagen, überhaupt so cool ist, wie er aussieht und vor allem so tut. Das und noch vieles mehr dann das nächste Mal wieder hier bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Oh Mann, bis dahin, tschüss. Ja, ist doch klar, machen wir auch. Gleich, nachher, morgen, wie auch immer.